So, hallo zusammen. Gehen wir so weiter schauen, ob das da hinter der Buckelsumpf ist. He? Oh, ein bewachter Schatz. Ist das wieder ein Wasserweib da? Au! Jetzt bin ich zu nach gewesen. Ja, ist wieder ein Wasserweib davor. Das ist wieder das Wasserweib, prompt. Also probieren das auszunutzen. Nicht der Weg. Komm. Ja. Aber der hat den Schatz, einen bewachten Schatz da. Den wette ich natürlich, den Schatz. Den wette ich natürlich. Ja, dann brauche ich noch mehr selber. Habe ich Schwenker. Jetzt habe ich Glück gehabt. Ah, da ist der Schatz. Was ist jetzt da Schönes? Gabelschwanzabsud. Ah, sehr gut. Sehr gut. Und das wäre eigentlich das gewesen. Das wäre das gewesen, das war ein versteckter Schatz gewesen. Oh, jetzt so gar nicht jetzt her. Sind wir mal dahinter schauen? Ja, ich muss einfach schauen. Nicht Angst. Und ja, man nichts mehr zu fuden. Kein Food mehr. Ja, kein Food mehr, mal rohes Fleisch kann ich noch bremsen. Gehen wir ein bisschen auf Entdeckungsreise, auf Abenteuerreise halt. Nach alter Hexermanier.
Häusli. Hallo, ist jemand daheim? Jemand zu Hause? Da kann ich sicher mit dem Artigen. Polter, Polter. Alles verlassen, du. Gerümpelkamm, du. Bäume im Haus innen. Nichts. Nicht einmal etwas zum Lauten, nichts. Nichts. Verlassenes Dörfli ist das. Also. Ja, ich weiss nicht, wo der Buckelsumpf ist. Ich weiss nicht. Ist das irgendwo angeschrieben und ich sehe es nicht? Grenzposten. Keine Ahnung. Ist da noch Sumpf? Ist das noch Sumpf da? Könnte das sein, ja? Sollen wir mal schauen, was da ist überhaupt? Komm, ich kann mal schauen, wenn ich schon dahinter bin. Komm schon! Klimboldstraße. Das ist auch irgendwie ein Armeelager oder irgend so etwas. Haus der Erholung. Lager der Zentralarmee, genau. Ich sehe, dass du ein weit gereister Mann bist. Also sag mir, soll ich meinen Wald einmal die Woche schlagen oder etwa? Leute wie ich. Das ist ein Armeelager da. Heda, halt! Gerald von Riva, richtig? Du warst neulich in Weißgarten? Bei Wüsima? Hübsches Dorf, wenn einen verwesende Leichen nicht stören.
Ohne dich hätte es noch eine mehr gegeben. Lena, sie hat überlebt. Mit deinem Trank. Ah, Schön, dass einen Nilfgaarder ein einfaches Nordling-Schicksal kümmert, aber auch überraschend. An dem Abend, als sie angegriffen wurde, war sie auf dem Weg zu mir. Wir waren im Wald bei der Garnison verabredet. okay. Ein lausiger Ort für ein Stelldichein. Wenn der Greif sie nicht erwischt hätte, hätte was anderes zugeschlagen. Ich weiß, aber ich kam doch nur zwischen den Wachdiensten weg. Der Wald war in der Nähe. Hör mal, Lena hat sich nicht richtig erholt. Ich habe sie mitgenommen, als ich versetzt wurde. Und darauf gewartet, dass sie gesund wird. Aber nein, sie sagt nichts. Er kennt niemanden. Schläft fast nur. Ich habe Tomira gewarnt. Hexertränke haben starke Nebenwirkungen, meistens dauerhaft. Ich kann ihr nicht mehr helfen. Vielleicht kann es ein Magier. Ich weiß nicht, ob ich dir danken oder dich verfluchen soll, dass du sie nicht in Würde hast sterben lassen. Glaub mir, die Entscheidung, die ich treffen musste, war schwerer. Ja. Okay. Wo ist echt der Deal? Hältst du es vielleicht für angebracht, eine Dame zu stören? Hm? Sei gegrüßt. Salut, zeig. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Ja, nichts Spannendes. Leb wohl. Au. Meine Füße brennen. Ich hab dich in Vysima gesehen. Da hat es noch eine Quest, die ich machen könnte. Ich bin von weit gekommen, um meinen Sohn zu finden. Er hat in der Kavallerie von Nazair gedient. Ich muss ihn finden, ich muss einfach. Ich gehöre nicht zu euren Soldaten. Gut so. Unsere Armee verweigert die Hilfe. Aber ich brauche Hilfe. So sehr, dass ich auch einen Steintroll anflehen würde, wenn es sein müsste. Interessanter Gedankengang. Haben seine Kameraden dir was sagen können? Einige weigern sich zu reden, andere lügen. Dieser Quartiermeister zum Beispiel. Der hat behauptet, Rotbert wäre als Kundschafter ausgeschickt worden und nicht zurückgekehrt. Warum ist das unwahrscheinlich? Weil er zur leichten Kavallerie gehört. Nazair-Brigade. Mein Sohn ist kein Kundschafter. Ich brauche Hilfe, um Rotbert zu finden. Oder seine Leiche. Am Geld soll es nicht scheitern. Also, Wie sieht dein Sohn denn aus? Du kannst ihn ganz einfach erkennen. Eine solche Haarmähne gibt es in der ganzen nilfgaardischen Armee nur einmal. Sie hat die Farbe von Feuer. Ein rothaariger Nilfgaarder? Sein Vater kam aus Magturga. Da sind die Leute recht hellhäutig. Mein Sohn hat das von ihm geerbt. Und noch so manches. Kann ich auf deine Hilfe zählen? Ich werde mein Bestes tun, um dir zu helfen. Das sollst du nicht bereuen. Für Rotbert würde ich alles tun. Denk daran. Ich werde mich mal umhören. Das hat mein Diener schon getan. Der hat mit den Soldaten in der Messe getrunken. Aber es war niemand aus der Kompanie meines Sohnes dabei. Als wäre sie vom Erdboden verschwunden. Du musst mit dem Quartiermeister reden. Von mir will er nichts wissen, aber bei dir müsste er offener sein. Das fühle ich. Eine Mutter fühlt so etwas. Wir werden sehen. okay. Sprich mit dem Quartiermeister, okay? Dann weiss ich am Anfang, wo ich den finde.
ist riesig da, du. Schon von der Freiheitsbrigade gehört. Ganz gleich hat dort gedient. Das ist ein riesiges Militärlager, du. Oh, das Anschlag brennt jetzt noch. Wo? Ah, da vorne. Halt! Ja, ich nehme es einfach mal. Fährt jeder rein da. Ja. Vermisste Patrouille. Ja, das machen wir dann auch noch. So, Giele. Guten Tag. Guten Tag. Wer bist du? Was schnüffelst du hier herum? Ich suche Arbeit. Moment mal, 2 Schwerter, Augen wie eine Katze, du bist ein Hexer, stimmt's? Gerald von Riva. Den Namen habe ich noch nicht gehört, aber du findest hier Arbeit. Das steht fest. Du siehst müde aus, Quartiermeister. Bist du schon lange hier stationiert? Zu lange. Aber die Zeit wird kommen, da das Banner des Kaisers erst über Novigrad, dann über Dreiberg flattert. Und dann gehen wir alle nach Hause. Ja. Ich habe eine nilfgaardische Frau getroffen, die ihren Sohn sucht. Ich wusste, dass sie hartnäckig ist. Aber dass sie einen Hexer anheuert, hätte ich nicht gedacht. Sagen wir, ich habe mich von mütterlichen Tränen rühren lassen. Was, wenn alle Mütter Nilfgaards zu dir kämen, damit du ihre Söhne suchst? Kannst du dir das vorstellen? Ich habe nur eine getroffen und der habe ich Hilfe versprochen. Ich werde doch unsere Truppenbewegungen keinem Nordling enthüllen. Also, der halt nicht. Bis dann. Dann muss ich da einfach gerade heute ein bisschen etwas ändern. Und zwar muss ich da mein Dings, mein Achsenzeichen montieren. Ja. Oh, ich habe gerade gesehen, dass ich auch überhaupt noch einen zweiten Platz zur Verfügung habe. Okay, Pause. In dem Fall. Oh, 2 Punkte kann ich auch noch vergeben. Also, sehr gut. Haben wir das? So. Also, und nochmal. Sei gegrüßt, Quartiermeister. Welche Ehre, Gerald. Wie kann ich helfen? Ich habe eine nilfgaardische Frau. Ich werde doch unsere Truppenbewegungen keinem So. Nordling enthüllen. Maxi. Konzentriere dich und sag mir alles, was du weißt. Ja, mach ich. Rothaariger Jungspund, Kavallerie von Nasair. Er und ein paar andere aus seiner Kompanie sind kürzlich desertiert. Ich ließ sie verfolgen. In einem Sumpf nicht weit von hier haben wir sie eingeholt. Andere konnten fliehen. Was ist mit denen passiert, die ihr gekriegt habt? Die haben wir nach Kriegsrecht aufgehängt, aber ich glaube, der Rotschopf war nicht dabei. Von dir als nilfgaardischem Offizier hätte ich mehr Gewissenhaftigkeit erwartet. Wenn ich berichtet hätte, dass einige geflohen sind, hätte ich sie verfolgen müssen. Dafür habe ich weder die Zeit noch die Leute, also schrieb ich, alle wären tot. Es ist ohnehin unwahrscheinlich, dass sie im Sumpf überlebt haben. Mal sehen, ob ich sie finde. Ah, so geht das mit dem Maxi, hä?
Cool. Okay, Aber im Moment brauche ich jetzt Saxi wieder nicht mehr. Und dann tue ich es. Dann tue ich wieder. Den drin. Ja. Alt, jetzt kann ich da noch ein blaues Mutagen. Ah nein, welches habe ich gehabt? Wenn ich jetzt da ein blaues Mutagen montiere, was passiert denn? So. Gut. Ja. Mit Hilfe deiner Hexersinne, wo ist das? Ey, das ist ein riesiges Lager da. Ah, da vorne, hä? Also. Was ist ja mit dem? Rotschopf. Laufplätze! Der Kaiser wird uns führen. Geradewegs nach Nordbahn. Lass es bleiben. Nein, nein, ich suche nicht Ärger. Ich suche Rotschopf. Ah, hier irgendwo. Ja. Oh. Das Wasserweib. Ah, cool. Komm schon! Ah, das hat man ihn. Ah. Minus sein Gul. Irgendetwas. Ah, da hat es Fußspuren, hä? In den Sumpf geflohen. In den Sumpf geflogen. Hier durch, hä? Hundespuren. Sie sind wohl verfolgt worden. Ah. Geht es durch? Ah, hier durch, hä? Ah, er hängt da, du. Rothaarig. Das ist er wohl. Ich muss aber sicher gehen. Rothaarig. Das ist er wohl. Ich muss aber sicher gehen. Ja. Ein Brief an seine Mutter. Den muss ich ihr geben. Aber mehr kann ich nicht tun. Blutsbande.
Kaiser werden vermisst. Aha. Oder ist es da, der Brief? Liebe Mutter, dies ist vielleicht mein letzter Brief. Mein Herz ist schwer, während ich dies schreibe. Denn ich habe große Schande über die Familie gebracht. Ich habe meine Waffenbrüder im Stich gelassen. Ich habe in der Stunde der Wahrheit versagte mein Mut. Ich bitte nicht um Vergebung, da ich sie nicht verdiene. Ich bitte nur darum, dass du für mich betest. Mögest du in Gesundheit leben. Ah, okay. Der kommt nicht mehr zurück. Irgendjemand hat ihn gleich aufgeknüpft da, hä? Sternenmäuse. Das ist noch etwas zum Looten, nicht, hä? Also. Komm jetzt. Irgendjemand hat ihn gleich noch aufgeknüpft. Danny Dede Stewardesse in Novigrad. Oha, schletzen ihr hier Arbeit zu finden, Hexer. Mein Sohn, hast du was erfahren? Hab ich. Ich will die Wahrheit wissen. Ob sie süß oder schmerzhaft ist. Ich will sie wissen. Dein Sohn ist tot. Wie ist das geschehen? Seine Einheit ist überfallen worden. Er hat tapfer gefochten, aber So ist er als Held gestorben. Wie schon sein Vater. Ich möchte ihn in der Familiengruft beisetzen. Daheim. das geht wohl leider nicht. Er starb im Sumpf. Nicht einmal das kann ich für ihn tun? Er wird in fremder Erde liegen müssen? Naja, nicht lange. Dies wird ja bald Nilfgaard sein. Mein Sohn ist nicht umsonst gestorben. Ich danke dir für alles, was du getan hast. Dein Lohn. Leb wohl. Ja. Also halt ein bisschen angeguckt, aber ist ja gleich. Und der andere Weg hätte sie ihn vielleicht begraben können, aber... Ja, das ist gut gekommen. Also, liebe Leute, dann mache ich hier Aufnahmepause ein bisschen und wünsche einen schönen Abend. Tschüss zusammen, bis zum nächsten Mal.